Robin? Joel? Weißt du, eigentlich scheinst du Angst für einen Koffer, Dave Stahl. Also, so generell nicht. Mir vielleicht, dass mein Korps einkehr aus der Nähe geholt wird, wenn ich stirbe. Mich mangel, du hast immer ein neu 4 unlocked, also ob irgendeinem dystopischen Punkt Leute mich umbringen, für und den Koffer mit dem Körper zu kommen. Das Koffer an dem Körper. Ich habe Koffer mit dem Körper. Das heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin, willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex, wo wir über dem Robin sing Verkabelung schwätzen. Robin, wie viel Meter Kofferkabel hast du dann verlöscht? Ich meine, das stung sogar Park. Ich meine, es sind 300 Millimeter Küb Koffer, die ich an mir drohen. Der ganze Apparatus aus 15 Millimeter an Durchmesser. Und das ist aber nicht alles pure Koffer. Okay, mir jetzt sind noch keine Kabeln, die du an der Höhe, wo ich logisch so, das ist irgendwie eine Telefonsleitung oder selbst. Nee, es geht natürlich eine Verhütungsmethode, über die wir heute schwätzen. Genau. Wir Englisch lang genug und haben dabei geschwätzt. Mir eben mal über den speziell Verhütungsmethode schwätzen, wollte ich ein bisschen einfach so über das Thema Verhütung schwätzen. Das ist ja ein Thema, was ganz viele Leute betrifft, die irgendwie Sex wollen haben, an die sich halt überlegen, wie kann ich da verhüten, wie kann ich da verhindern, dass entweder ich oder mein Partner schwanger wird. Das ist ja eine Frau, die heißt so das Gefühl, dass das geht dann so sehr ausgeblendet, so ja, es gibt ja Kondome, fertig. Und es ist ja aber nicht für jeden so einfach. Oder nicht jeden will sich darüber verlassen, dass immer Kondome da sind. Wie entscheiden sich dafür eine Verhütungsmethode? Ich meine, das ist mega individuell. Und jeden hat da seinen Grund. In meinem Fall war es so, dass Kondome sind sicher, was sie richtig appliziert sind. Wir sind aber trotzdem einen relativ hohen Pearl-Index. Und kann einfach, aber immer schief gehen. Und ich schon am Anfang, wie ich mal meinen ersten Kofferball ersetzen gelassen habe, war das nicht unbedingt für auf Kondome zu verzichten, mir einfach für nach ein extra Barriere zu haben. Auch weil ich einfach Agency und Kontrolle über meinen Körper wollte tun. Und noch eine gewisse Rolle, weil ich einfach erlebt tun, dass ich aber immer ziemlich anxious war, so, oh mein Gott, sicher, dass so nicht vom Kondom falsch war. Sicher, dass nicht irgendwie vielleicht Sperma irgendwo hinkommen, wo nicht hat sollten hinkommen. War das, wenn ich nur schwanger ging. Und im Plus, dadurch, dass ich aber immer ein relativ unregelmäßiges Zyklus hatte und ich meinen ersten Kofferball mit 16 gekriegt habe, wo ich noch nicht wusste, dass ich intergeschlechtlich bin und auch dadurch eine reduzierte Fertilität habe. Und trotzdem aber schon immens unregelmäßig Zyklusen, weil das einfach immer so ein konstant Source of Anxiety für mich. Und für einfach ein bisschen mehr Seelenfrieden zu haben, habe ich mich damals dezidiert, für eine zusätzliche Verhütungsmethode zu sichern. Und ich meine, dann hatte ich ja eine große Auswahl, weil als Gesellschaft ja wahnsinnig viele Wege abkönnt für Menschen mit Uterussen zu penischen, wenn es um Verhütung geht. Und war für mich aber immer relativ klar, dass ich keine Hormone wähle. Oder zumindest nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Also zum Beispiel, wenn ich stark Peng hat, wenn es Regel oder so, dann hatte ich das schon konsideriert. Aber wie das sich am Anfang außer dem Verhütungseffekt keinen anderen Effekt von Hormonen wollte, waren die Optionen aber relativ limitiert. Also wenn man da eine Abstellung war am Anfang Basaltemperaturmethode, was nicht immens sicher ist, oder halt Koffer. Und dann war es halt eine Sache von,
wie eine Form von Koffer, weil es gehen 3 Koffer Intrauterine Devices, also IUDs. Und das ist natürlich klassisch Kofferspiralen, dann Kofferketten und der Kofferball. Kofferspiral war nicht so eine Option für mich, weil ich aber noch mit 16 wahnsinnig jung und nicht ausgewusst war und mein Uterus wahrscheinlich einfach zu klein gewesen wäre. Und du warst dann froh von der Kofferkette auf dem Kofferball und dann habe ich mich einfach nur dezidiert, was gerade verfügbar war. Also ich hatte am Anfang eine Präferenz für den Kofferball, das ist aber die neuesten Erfindung und Marché von den IUDs am Anfang. Und ich habe nicht gedacht, dass ich die Feuer im kleinen Lützeburg irgendwo kreieren. Und dann sind ich bei meinem Gynäko gegangen und da habe ich sie nur der Kofferkette gefragt und dann sagt sie, ich mache den nicht, ich benutze den Kofferball. Da sagte ich, cool, mega. Ich gehe dann 2 Schritte zurück an dem, über das mal noch schwätzen. Du hast da manchmal für dich schon relativ klar entschieden gehabt oder entschieden, weil es doch so ist, ich will Agency über meinen Körper haben. Das ist eine Decision, die du lange getroffen hast für deinen Körper. Und auch also bei Verhütung ja aber oft zu 2 und muss ich irgendwie eine Decision zu 2 treffen. Also kann ich natürlich eng oder mehr oft eine Decision für sich lang treffen, aber immer geht das nicht. Ich fand das schon interessant. Hast du das wirklich ganz lang dezidiert oder wäre du eine andere Person mal am Spiel, wo du gesagt hast, ich will den mal konsiderieren oder das, ich beschwätze nicht mit einer Person? Damals hatte ich einen Freund und ich habe das schon echt dafür mich dezidiert. Und gleichzeitig wurde ich da auch cool von, weil die sich gedacht hat, geil, da können wir ja vielleicht mal ohne Kondom. Also, mir am Anfang war doch ein gewissen Druck auf mich ausgeübt wird schon. Aber es war schon, also den Incentive dafür ist schon echt von mir kommen, weil ich halt gesagt habe, okay, ich will halt nicht schwanger gehen. Und ich konnte einen Rezent, weil nach 5 Jahren musste der Kofferball ausgetauscht gehen. Ich konnte den Rezent ausgewechselt und da habe ich mit schon im Moment eine konstant Partnerperson, die auch Penis hat. Und da habe ich mit der Person auch drüber geschwärzt und da haben wir dann auch geguckt, weil ich aber am Anfang nicht so mutig war, für einen ausgewechselt zu kriegen. Haben auch geguckt, okay, was sind die Alternativen? Und du hast es aber auch immens sehr klar gehen, dass die Alternativen nicht immens groß sind. Also gerade wenn man nicht auf Kondome will verlassen, beziehungsweise nicht mit der Person barrierefrei. Haben wir gedacht, okay, so die Alternative als Kondome, das erstens wollen wir das nicht wirklich und zweitens ist dadurch so, ne, ich will etwas, so ein Plan B zum Kondom, was schützt, wenn ein Kaps schief geht mit dem Kondom. Und die andere Möglichkeit wäre halt wirklich Vasektomie gewirkt und wie das ist in 21, die Partnerperson aus 23 und aus Menge wie auch ganz verständlicherweise so sah, dass das nicht wirklich eine Option für sie ist. Erstens, weil kein Doktor ihm wahrscheinlich eine Vasektomie gehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast ja das Gesundheitssystem auch kacke an dem Sinn, dass wenn eine junge Person bei einem Doktor geht und sagt, hey, ich will gerne meine Tubes teilen oder ich will gerne eine Vasektomie, dass dann Doktoren oft so, und das machen wir nicht bei Leuten unter einem gewissen Alter. Und dann zweitens, weil es auch so, ja, Vasektomie ist an der Theorie reversibel, aber wenn du es aber bis länger hast, dann geht es auch immer mehr reversibel am Anfang, beziehungsweise die Basisfruchtbarkeit kann auch beeinträchtigt gehen. Und ich kann auch mega nachvollziehen, dass meine Partnerperson so, hey, ich bin mir nicht wirklich sicher, dass ich das wirklich will. An diesem Punkt von meinem Leben. So, ich will an den nächsten 10 Jahren absolut kein Kanner. Mir war das, wenn ich meine Meinung an keine anderen. Und das verstehe ich komplett, weil ich bin auf derselben Position, wenn es E-Leder auftrennen oder aufklammen geht, dass ich einfach so, okay, ich weiß, dass ich an dem nächsten Jahrzehnt will ich ziemlich sicher kein Kanner. Mir war das, wenn ich meine Meinung an keine anderen. Muss ich noch so, und dass ich immer immens, also ich schon nie wirklich viel mit Partnerpersonen darüber geschwärzt, auch weil ich weiß, dass es am Anfang nicht ganz sinnvoll ist. An dem Sinn, dass man von einer Gesellschaft leben, die nicht wirklich gut Alternativen für Personen mit Penis bietet, außer Vasektomie oder Kondom. Und dem uns wie Haut,
geht man nicht darum oder nicht mainly darum, für man einer Person können ohne Kondom Sex zu tun. Es geht man darum, für einfach noch einen Plan B zu haben, für ruhig am im Kopf zu sehen. Und dafür also am Anfang bei Lever, dass ich auch die Person sind, die den Plan B hat, weil dann habe ich den Plan B, die extra Sicherheit auch mit all Personen, mit der ich Sex habe. Also, wenn meine Partnerperson lo weh hat, zum Beispiel Vasektomie, dann gebe ich mit der Person nicht können schwanger gehen, das wäre dann der Plan B. Mir aber noch mit sämtlichen anderen Personen, mit Penis, auch wenn wir Kondome benutzen, hatte ich trotzdem die Anxiety. Und wenn ich das einfach habe, dann weiß ich einfach, okay, ich gehe nicht schwanger, beziehungsweise schon noch so ein extra Safety-Level gegen Schwangerschaft. Mhm. Also für ein paar Jahre habe ich mal so Berichte gesehen von einem Mensch, den so quasi ein Schalter entwickelt wird für Vasektomien, wo ihn die da Kind so ständig Rückgänge schmerzen. Ich schon mal immer irgendwie vorgestellt, ich weiß schon bei so Luftschaltern nie, ob sie unter der Aus sind, von nicht mehr drin hast. Wie in der weißt, also da hätte ich irgendwie bei mir selber so Zweifel, ob was steht da, oder? Aber grundsätzlich, wenn in das vielleicht irgendwie Kind gut kenntlich machen, wäre das ja eine Idee, die nicht so schlecht wäre, da den auch so ein System Kind. Also ja, habe ich das Gefühl, dass all andere Methoden dann immer dummer da aufgewürgt gehen, dass sie genau dieselbe Schneebewegungen haben, die Verhütungsmittel für Leute mit Uterus haben. Und das kann den Leuten mit Penis ja scheinbar nicht so muten. Da hat man dem Typs, den der Schalter entwickelt hat auch für eine paar Jahre eine Reportage drüber gesehen oder ich habe es drüber gelesen, ich weiß nicht mehr. Ich meine aber nicht, also schon noch nie absehen, dass das irgendwie außer ihm irgendwie gemacht hat. Für eine paar Monate waren dann die Nachrichten, dass an den United States so ein Gel für Testphase zugelost ging. An den Gel geht am Anfang an den Sommerleder injektiert, an den hört dann du aus, an den bleibt ein gewissen Unzahl von Jahren, ehe er sich aufbaut. Und das also, wie gesagt, für eine paar Monate gehen da Testruns an den United States angefangen zu rennen. Und das fand ich am Anfang mega cool, weil das ja dann, wie gesagt, ab es was, ne, reversibel ist und war den dann noch kann, ohne größeren Ado auch kein auffeiern. Und das ist auch natürlich schön, dass das am Jahr 2024 angefangen hat, getestet zu gehen. Das heißt, du könnt dann mal wahrscheinlich ein paar Jahre getestet und dann könntet ihr irgendwann an die United States an den Marché und das heißt, das kann aber wahrscheinlich noch gut 10 Jahre dauern, bis das hier in Europa könnt und dann auch widely available ist. Mhm. Du schenkst aber relativ nicht ein Stillstopp, mit das aber nicht viel also nicht mega viel an Entwicklung. Ich kann mich noch gut erinnern, die berühmten Pöll für den Mann, du hast es gerade geschwärzt, wo dann ähnliche Nebenwirkungen waren wie bei der Antibabypöll für Menschen mit Uterus und wo da als nicht so mutbar für die armen Männer gegolten wird. Mhm. Es gibt dann auch noch die thermische Verhütung, darüber hat Kelly eine Rubrik gemäht, die fand er natürlich schon bei seiner Website an der Rubriken ändert ein gut froh, weil das thermische Verhütung, ich weiß nicht, wie gut das erforscht ist, aber scheinbar ist das auch eine Methode, die ich kann ausprobieren. Mehr als vielleicht auch etwas, wohin sich dann vielleicht echter denkt. Ich will aber noch ein Netz an den doppelten Boden oder ein Plan B, wie du es genannt hast. Und nun sind wir dann halt bei dem Kofferball. Für die Leute, die das noch gar nicht wissen, also kennen die natürlich das Wort Spiral oder IUD, auf Englisch als Durchkürzung. Aber wie funktioniert die überhaupt die Spiral? Wieso ist das also das Koffer? Also dazu muss ich so ein Kofferspiral, Kofferball und Kofferkatten haben denselben Grundmechanismus und dann halt just die Form, die ähnlich ist, mit gewissen vierer Nodelen. Aber prinzipiell haben Koffer bei IUDs all dieselbe Funktionsweise. Und zwar sie haben sowohl einen mechanischen Effekt wie auch einen chemikalischen Effekt. Das heißt, der chemikalische Effekt ist, dass der Koffer
das Mädchen se Koffer droht oder Kofferperlen, die gi Koffer-Ionen auf. Und die Koffer-Ionen haben zwei Effekte. Erstens wirken sie auf die Gebärmutterschleimhaut, das heißt, sie verdecken die. Und falls ein E-Zell sollte befrucht gehen, dann mischt das die Annistung mich schwer. Und zweitens wirken die Koffer-Ionen auch als Spermizid auf die Spermien. Das heißt, sie verlösen sie an, ja, die Spermien sind dann von niemand's froh damit. Und dann den mechanischen Aspekt vom Funktionament, als dass er lang durch die Präsenz von einem Fremdkörper am Uterus auch eine Annistung verhindert wird. Das heißt, das ist bei allen Kofferprodukten so. Und das ist auch für was, dass sie, wie gesagt, funktionieren und nicht hormonal sind. Muss ich dabei sein, dass wie das Koffer ist, also auch rekommandiert, dass sie angesagt kriegt, einen Allergietest auf Koffer mischt. Ich gut, das dem uns nicht gemacht, mir das geht aber auf viele Plätze rekommandiert. Weil, wie gesagt, für den dann Bemol aber viele Koffer im Körper. Und Kofferprodukte sind noch ziemlich sicher, also am Pearl-Index, was ja aus wie sicher eine Verhütungsmethode ist, haben Kofferspiral einen Pearl-Index von 0,3 bis 0,8. Das heißt, während einem Jahr haben 1000 Menschen mit Uterus, die das benutzt haben als Verhütungsmittel, sind da 3 bis 8 schwanger gehen, was ein guter Pearl-Index ist. Ich meine, die von Kondome ist bei 2 bis 5. Der Kofferball ist bis die Männer gut erforscht, weil er die neueste Verhütungsmethode ist. Allerdings geht davon ausgegangen, dass das auch relativ ähnlich ist. Und da bei der Kofferkatten ist es ein Pearl-Index von 0,1 bis 0,5. Allerdings haben die auch noch so hier Besonderheiten, die ich noch ein bisschen mehr angehen. Okay, also sie funktionieren alle irgendwie selbst, aber trotzdem gehen nicht Unterschiede und trotzdem sind sie nicht selbst gut erforscht, weil die irgendwie neu mehr alt sind. Was sind dann die Unterschiede? Also ich meine, ich schenke nur der Kofferspiral, das ist das Älste. Also meine Mom hat eine Kofferspiral und ich kann noch viele Frauen aus ihrer Generation oder sogar noch eventuell ein bisschen mehr alt, die auch Kofferspiralen hatten. Kofferspiral wird Kofferspiral genannt, obwohl nicht wirklich eine Spirale ist, das ist am Anfang ein Stück Plastik, so ein kleiner Plastikstab, den Koffer droht gewickelt ist. Und dann hat der Plastikstab auf dem Angen an Rückhol vor dem, also innen, an Urven hat den zwei so Widerhaken. Und beim Aufhören sind die Widerhaken in Urve geklappt und dann an der Gebärmutter entfallen sich die Haken dann, für sich so zu verankern. Bei der Kofferspirale ist es so, dass es wie gesagt, das sind Altverhütungsmittel, das gut erforscht. Muss ich sagen, dass durch die Widerhaken kann es vorkommen, dass beim Ersetzen Gebärmutter blessiert wird. Das fällt aber normalerweise ziemlich sehr ab und kann auch gut behandelt gehen. Ich meine, das tut so bei 2.000 Menschen mit Uterus kann das geschehen. Kann auch vorkommen, dass ein bisschen verrutscht und der Mann effizient ist oder sogar rausrutscht. Das können aber auch relativ seelenvier und das bemerkt ihr noch normalerweise, weil kriegt ihr noch Check-ups noch ersetzen. Und für allem ist das Problem bei der Kofferspiral, dass für allem bei jungen Menschen unter 20 Jahren so am Anfang Männer rekommandiert ist. Also mittlerweile gehen doch mehr kleine Kofferspiralen. Mir gerade in der Zeit war es so, dass es nicht rekommandiert ist, weil sie aber relativ groß ist, so proportional. Und weil den Uterus für junge Menschen einfach noch mehr klein ist. Und dann kann sie mehr Licht verrutschen oder einfach mehr Peng verursachen oder auch einfach mehr Licht Gebärmutter verletzen. Irgendwann gibt es Kofferkatten entwickelt, das kann sich am Anfang so viel stellen wie ja, ein Schnauer mit kleinen Kofferperlen drin und oben ist da so ein Pick drin, ein bisschen wie so ein Pünis mit einer Schnauer drin. Und die Pick wird dann tatsächlich am Gebärmuttermuskel verankert. Anscheinend also die schmerzhaftesten Device für etwas anzusetzen von den 3 Koffer-Devices, die es mittlerweile gehen. Muss ich noch sagen, dass der Risiko für Aufstoßen bei der Haut am höchsten ist und dass natürlich auch eine Gebärmutterwand blessiert kann gehen. Und auch als du durch das Risiko von einer Infektion an der Gebärmutter oder an Eliterin ein bisschen mehr erhöht. Am Anfang wird den entwickelt für, wie gesagt, Jungpersonen, weil halt die Kette viel mehr flexibel ist, wie eine Spiral aus Plastik. Allerdings kann es auch sehen, dass gerade bei immens jungen Menschen
Gebärmutterwand noch nicht dick genug ist, für das auch wirklich anzuankern. Und ich muss auch dabei sagen, die Firma, die das produziert, die möchte dann von einer Kondition, dass Gynäkos, die ersetzen, daran trainiert sind. Und es sind gerade zu Lützeburg schon noch nie ein Gynäko gefunden, der den Training auch tatsächlich hat. Dafür kriege ich auch damals den Kofferball und nicht die Kofferkatten. Und dann der Kofferball, wie du nur seht, das ist ein Ball, allerdings der will sich das nicht vorstellen wie so ein Sphäre. Das ist am Anfang beim Ersetzen aus der Kofferball aus einem Typ. Und an dem Typ gesagt den dann am Anfang auch aus, wie Kofferkatten, das heißt, das ist ein Schnauer mit Perlen drin, mit Kofferperlen. Allerdings das Material, aus dem die Schnauer gemacht ist, ist so ein Memory Material. Also das ist so ein von denen Materialien, was so ein Gedächtnis hat. Aber wenn ihn das dann aus dem kleinen Räherchen rausträgt, dann formt sich das also eine Sphäreform. Das heißt, das am Anfang nicht wirklich ein fester Ball, mehr so ein Ball, den ja aus einer Schnauer besteht, also sich so formt. Und was ich auch nicht wusste, da werde ich nur rausfinden, ist, dass diese sich auch nicht zurückformt. Das heißt, beim Raushöhlen bleibt das dann noch tatsächlich ein Ball. Und den hat halt dafür die Leute dann einfach an dem Uterus. Ich mir das, dem muss man sich sagen, so viel gestaltet, dass die so rumspringt, was ich mega witzig fand. Allerdings habe ich auch bis heute das Problem, dass ich größt von dem Organ Uterus wahnsinnig überschätzen. Also ich weiß, dass die mir kleiner als wie Faust, geil. Aber trotzdem irgendwie habe ich schon im Kopf darüber denken, du postest ein Baby dran und ich negligieren. Also das geht an meinem Kopf einfach nicht zu summen, wie dehnbar das Organ ist. Aber ja, die leiten dann da einfach dran. Die gibt dann 2 größten, über die weiß ich ehrlich gesagt am meisten, weil ich den Hund, die gibt dann 2 größten, 10 mm, 15 mm, und die gibt auch entwickelt für junge Personen, weil halt ein bisschen mehr flexibel ist. Allerdings, den hat große Nachteil, das ist, dass er den höchste Risiko hat, für aufgestoßen oder ausgestoßen zu gehen. Da muss er sich wirklich gut kontrollieren lassen. Und wie man all Koffer weiß, ist das Risiko für Infektionen an dem Uterus, an den Eiliter liegt erhöht. Und wie gesagt, das ist auch der neueste IUD, das ist auch den am meisten gut erforscht ist. Und was auch eine relativ unbekannte Nebenwirkung ist, also auch, dass ein Handsto kann an die Gebärmutterwand, an die Gebärmutterschleimhaut aufwuchsen. Die ist relativ selten, aber das kann aber geschehen und das wird in den letzten Jahren festgestellt. Und dem muss dann, das da ein bisschen mehr aufwendig für den rauszuholen. War das informativ? Das wäre doch schon ziemlich viel. Ja, natürlich wäre das informativ. Okay. Ich schon lo aber noch ein paar Fragen. Also es ist lo den Katten wird das schmerzhaft. Laut Rapporten ja, weil du stöchst halt literally an Gebärmutterwand. Mhm. Wenn du siehst, das schmerzhaft, das siehst du, die anderen sind auch schmerzhaft. Normal, ja. Ich muss so einen Doktor spielen, der immer so ruf. Also Doktor ist immer so, ja, ist gut nicht. Das ist halt ein bisschen unkomfortabel. Ich weiß auch nicht, wie das ist bei Menschen, die schon Kinder geboren haben. Vielleicht ist es so, ich kann mir vorstellen, dass es wesentlich mehr schmerzhaft ist, einen 20 cm Kopf durchzupressen, wie so Kofferperlchen mit einem Durchmesser von, ich weiß nicht, 3 mm. Aber ich kann da wirklich sagen, also das hat nicht gut getan. Und das ist die schlimmste Peng, die ich hier hatte. Und auch alle anderen jungen Personen, von der ich weiß, dass sie noch kein Kinder geboren hat, sieht man auch, putain, also sie haben mal gesagt, das wäre gar nicht so schlimm. Aber das ist die schlimmste Peng, die ich hier in meinem Leben hatte. Auch weil natürlich ein Peng ist, sie ist ja nicht lokal, mit das war ein Peng, die sich wirklich durch den ganzen Körper zieht. Also mir so wahnsinnig schlecht gehen, gerade die erste Kehr, und das war wirklich nicht witzig. Und ich muss auch sagen, dass du hast wirklich immens quisch sehen mit der Medizin, wie se Peng vu Mënsche mat Uterus Ruf spielt, weil die Eichke, dat ich schon gesagt krit hun ich 2 Tamps gebraucht. Die Eichkeier war halt bei Menge aller Gynäko, also sie sollten einfach ja, kannst du im laschen Dach von Dinger Regel und dann machen mir dat. Sie hört mal kein Schmerzmedikament gehen, nicht. Und dolorisch dann nur auf dem Stuhl. Und was sie da machen, ist, dass sie halt wie gesagt den normalen Dingen holen, für die Vagina zu spreizen, was eigentlich alle Personen, die schon einen Aufstrich gemacht hat, beim Gynäko kennt.
und dann holen sie aber noch ein Passat und damit spreizen sie das Cervix, weil sie ja, ne, da müssen. Und Joel, das tut so weh getan, ich bin hier bald vom Stuhl gesprungen. Also ich konnte nicht Stallhallen dafür. Und du hast mich angegrenzt, wenn du nicht Stallhalle kannst, dann mussten sie da dann auch Kurs machen. Und du hast mich bei einem Doktor Robert Schumann geschickt, für dann auch Kurs zu machen, also in beide gegangen für Rendezvous. Und hat mich gefragt, ja, was hat der Doktor dann bei der ersten Kehr gemacht? Und dann habe ich das dann erzählt. Und dann sagt sie, da das Kabels, du bist mega jung, ich will dich von ungern an Anästhesie legen, wenn ich nicht muss. Wir probieren das dann reinkehren. Du kriegst schon hier stark Schmerzmedikamente, die ich schon 6 und 2 Stunden für den Angriff holen. Das auch um Laschendach von der Regel gemacht, weil während der Regel des Cervix einfach ein bisschen wie Müll aus und ein bisschen wie dehnbar aus. Und du kriegst schon plus von hier Medikamente für auch das Cervix reinkehren extra lauber zu machen. Also das sind so 1 bis 2 Pillen, Tabletten, die sich einfach eine Stunde für den Angriff vaginal auffeiert. Und sie hat meinen Hirnwurm bei Zeit geholt. Das heißt, ich habe wirklich, also ich habe mich gefühlt für so eine Reverse-Geburt, weil ich hatte einen Hirnwurm bei mir, die mir geatmet hat, die mir so, komm, sind dann nicht mehr dazu, wir sind bald fertig, nein, ich kann ganz fast atmen. Ich muss aber so, dass man das wirklich geholfen wird. Also es wird auch wirklich nicht gut getan, ich konnte aber zumindest stolz genug halten für die 10 Minuten, die sie da gebraucht hat. Und trotz allem, also du spürst, also die Perle, sie wahnsinnig klein, ich habe sie gesehen. Und trotzdem, du spielst all Einzelperlen. Und das wirklich, es geht nicht gut, komme so und so. Und ja, das ist einfach, also ich weiß nicht, wer das die Personen, die schon Kinder gebärt haben, mir nicht flott aus meiner Experience und auch aus der Experience von anderen Leuten. Also das klingt schon einfach nicht immens angenehm, so wie es du erzählt hast. Also ich kenne so Second-Hand-Schmerzen, ja echt von Leuten mit Penis, also wenn ich irgendwie so einen Film gesehen, wo ein Ball an Chicke kriegt, dann tut mir das schon so weh, obwohl ich das gar nicht spüren. Und hier hatte ich so ein ähnliches Gefühl von dem, was du geschildert hast. Das klingt einfach nicht immens cool. Aber cool, also gut, dass du eine Person findest, die das mit ein bisschen mehr Erfüllungsvermögen gemäht hat und das ein bisschen mehr geholfen wird, dass das auch irgendwie klappen. Ich schon aber noch etwas anderes hören, wusste mal auch wahrscheinlich feststellen, dass das auch stimmt. Und zwar soll sich Regelpeng auch verstärken von den bis ein Kofferprodukt an sich wird. Genau, das ist richtig. Das ist also einfach dadurch, dass da wo Fremdkörper an dem Uterus aus, an dass der Körper richtig probiert, die Last, also das irritiert den Körper einfach, und die probiert auch manchmal bis die Last zu gehen. Ich hatte 4 Drohnen nie Regelpeng, und seitdem ich den Kofferball hun schon Regelpeng, also spiere nicht, Menschen die spieren nicht just und anderen die schon nicht Karimo Peng. Ich stehe nicht an der Position oder ganz sehen an der Position, dass ich wirklich muss meinen Plan da noch richten. Das ist aber auch ein Grund für was, dass ein Kofferball nicht für Jitverein oder ein Kofferdevice in general nicht für Jitverein aus. Also eigentlich von den Konditionen aus, dass er kein bis kaum Regelbeschwerden hat. Weil, wie gesagt, einfach das einfach ein Kehr beihält. Und auch Blutungen verstärken sich. Das heißt, verliert den Mayblut. Und es kann auch mir oft zu sogenanntem Spotting kommen, also Schmierblutungen, also kleinen Blutausfluss außerhalb von der Regel. Das klingt ja alles irgendwie nicht so immens angenehm. Als das dann et wert gewesen, so. Also bist du dann irgendwie einfach zufrieden. Also das ist so ein schwierig froh. Wäre das wert? Also ich weiß, dass ich konnte in letzte Freude den Kofferball ausgewechselt. Und ich weiß, dass ich schon am Moment ich meine, ich kriege in Regel geschworen, weil ich hatte ich kein Peng und lo hun ich darum gehörig. Und gestern soll ich einfach just bei einer Kusch bei meinen Freunden zu grenzen, dass das also sagen sie, dass das nicht wert. Ich weiß auch, dass das mein Gedanke war, nur dem ich schon die Eichke gesagt habe, weil demals konnte ich wirklich ein Tag lang nicht riecht gehen. Also ist die wirklich mit einem 90-Grad-Winkel gegangen und mit den Händen für den Bauch, weil es mir so weh getan hat. Aber was dann noch dabei kommt, ist, dass ich
am Anfang auch noch nicht wirklich viel von meinem Kofferball profitiert tun, muss ich sagen. Dem ersten ist schon nämlich, mein Gewart, 3-4 Monate, nachdem ich den Kofferball gekriegt habe, habe ich mich schon mit einem dämonischen Freund getrennt und ich hatte noch 4 Jahre lang nicht mehr mit Menschen mit Penis und nur ich seit ein bisschen über einem Jahr. Das heißt, am Anfang habe ich aus den 5 Jahren so 3,5 wirklich davon profitiert. Das war nicht der Wert, muss ich echt sagen. Mir das konnte ich damals nicht wissen und ich wollte noch nicht raushöhlen lassen, weil ich hatte ja sowieso schon dran, aber ich weiß, was geschieht. Und muss aber sagen, dass es größten ist, also gerade an dem letzten Jahr, habe ich es einfach genossen, dass es einfach nicht war, was mich viel beschäftigt hat. Also gerade als eine Person mit mega unregelmäßigen Regelblutungen kann ich mich noch mega gut daran erinnern, wie anxious ich all Chaos war, wenn ich ein paar Tage zu spät war, was einfach mega normal ist für mich. Und dass ich dann auch direkt ultra Panik gekriegt habe. Und da ist einfach etwas, was mega schön ist, dass ich mir keine Gedanken muss darüber machen. Und dann auch einfach, weil ich fand, dass es aber auch so an meiner Sexualität ein bisschen mehr relaxierten Umgang damit erlaubt, dass ich einfach am Anfang just nach über Thema, hey, wenn wir gewisse Barrieren benutzen oder nicht benutzen, war das das Risiko von STIs und nicht das Risiko von Schwangerschaft, weil das einfach aber auch dadurch, dass ich sowieso eine reduzierte Fertilität habe, bei mir wirklich wahnsinnig unwahrscheinlich ist. Eine Kombination am Kofferball, dass ich schwanger gehe. Und das ist schon cool. Also gerade wenn ich so mit Freundinnen schwätze, die Sex mit Menschen mit Penis haben und die keine Verhütungsmittel benutzen, außer Kondome, und dass die auch so ein bisschen viel Anxiety haben über Schwangerschaft, da bin ich froh, dass ich das nicht tue. Aber gerade für mich ist der große Vorteil von den Koffersachen erstens, dass ich nicht muss denken. Ich hole zwar mittlerweile alltag Medikamente, aber gerade damals mit 16 konnte ich mir das wirklich nicht vorstellen, für alltag um dieselbe Dauerzeit einen Puls zu holen und dadurch nicht zu vergessen und etc. Und wie gesagt, auch, dass es hormonfrei ist, weil ich einfach ja, gerne mein Körper, also das ist meine persönliche Überzeugung, schon du möchtest wie ihr will mit seinem Körper. Mir für mich ist es immer wichtig, dass ich so wenig wie möglich an meinen Körper ergreifen, gerade ob es über Hormone sind. Auch dadurch, dass ich am Anfang ja, einen intergeschlechtlichen Körper habe, den auch wahnsinnig genderfuckery ist am Anfang, fand ich das am Anfang mega schön, und für dann weibliche Hormone sozusagen zu holen, das geht von meiner Schilddysporie gehen, und ich kann noch ein paar Transmänner, die Koffer IUDs benutzen als Verhütungsmethode, gerade weil es, wie gesagt, nicht an den Hormonhaushalt ergreift. Ja, es klingt ein bisschen wie wenn in einem Land lebt, wo den öffentlichen Transport oder immer gratis ist, an den man muss dran denken, sich ein Ticket zu kaufen, oder ihn sich halt ein Jahreskarte verkauft wird, wenn in Verschwund, wo den öffentlichen Transport nicht gratis ist. Genau, ja, das ist einfach eine gute Analogie. Das ist einfach etwas Männer, wo ich mal Kopf muss dran machen, und als eine Person, die sich erstens viel den Kopf mischt und sich auch viel den Kopf machen muss, generell, ist das schon schön, etwas Männer on my plate zu haben. Wir hatten ja auch ein bisschen als Nolaustrerinnen gefroht, was sie dann so benutzen für Verhütungsmittel. Da sind auch ein paar Leute, die Kofferspiral genannt haben. Ich meine, Kofferball wird okay genannt, wenn ich das richtig gesehen. Und ja, tun das auch ein paar Leute geantwortet, wie froh sie immer da sind, an die paar Leute, die es geantwortet haben, gesagt, dass sie zufrieden sind, an immer ein Argument, dass sie kein Hormone wählen holen. An eine Person auch, dass sie nicht immer ein Kondom wählt benutzen. Ja, was hier auch super nutzvoll sein ist und auch verständlich ist. Also, dass wir auch, wie soll ich sagen, es kann ja auch einfach ein Fehler sein, der den Kondom will benutzen. Das ist ja auch, wenn er sich dann halt all die anderen Gedanken mischt, sich testen lässt, eine Verhütungsmethode benutzt, ist das ja auch absolut okay. Muss er sich halt Gedanken darüber machen und klar kommunizieren, was er möchte und wen er nicht möchte. Und du hast halt auch einen großen Vorteil von den Copper-IUDs, weil sie halt, wie gesagt, nicht hormonal sind, dass am Anfang von Tag 1, wo sie da Bonne sind,
schützen sie und sobald du sie raushölst, kannst du halt auch im Schwanger gehen. Was jetzt zum Beispiel bei Pöllen nicht so ist. Also du musst ja mal ein paar Mal drauf sehen, diese effizient schützen und dann musst du die auch aufsetzen. Und hier ist es wirklich, sie ist dran, sie schützt, sie ist raus, sie schützt nicht mehr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schwanger will gehen, aber vielleicht erst an 2-3 Jahren und ich will nicht für 2-3 Jahre sich komplett umstellen oder so mit Hormonen oder einfach generell keine Hormone holen, dann kann das zum Beispiel ein gut Alternativ sein. Und es kann ihn auch theoretisch, also das kann ich Männer nur vollziehen, aber theoretisch kann ihn auch, wie gesagt, den Tag nur ersetzen und protegiert das Saxon und sie schützt. Also ich persönlich gibt es wahrscheinlich nicht machen, weil ich viele mich auch bei einer Woche nur ersetzen, aber noch nicht ganz connected an meinem Körper und noch nicht so ganz sexy, schon aber noch immer ein bisschen peng. Aber wie gesagt, in der Theorie ist das aber absolut möglich. Also weil ich schon lange wissen ist, wieso wenn das so weh geht, wieso geht es nicht einfach direkt eng Narkose oder du hast ja gezählt, dass es dann aber Möglichkeiten gibt, für das mehr angenehm zu machen. Wieso ist das nicht der Standard? Also das ist ja aber irgendwie nicht ganz so normal, wenn wir bei den Zahndoktor gehen, dann kriegen wir ja auch meistens einfach einen Spritz, der nicht weh geht oder nicht so viel weh geht. Ich habe Fedro schon kurz angeschwart, dass ich meine, Teil vom Problem ist gesagt, dass Medizin Peng von Menschen mit Uterus und Frauen nicht echt hält. Und dann ist aber halt auch den Effekt dran, was ich richtig nachvollziehen kann, dass es halt eine Prozedur konsideriert wird, wo keine Anästhesie nötig ist und dass die meisten Doktoren relativ zecken für ihn nach Kurs zu lehen, wenn es nicht nötig ist oder wenn es nicht absolut nötig ist. Gerade auch wenn es die Nebenwirkungen, die und länger nach Kurs drin hängen und auch ehrlich gesagt aus meiner Meinung noch, auch wenn es die Kasten, weil natürlich gibt es komplett anderes Kastentechnisches, wenn du einen Doktor hast, der das ersetzt, versus wenn du ein ganz Surgical Team hast, mit einem Anästhesist, mit 4 Jahren Anästhesist, da muss ein Operationsraum gebucht gehen, weil das halt, wie gesagt, ein Operationsraum gemacht wird. Und das ist einfach schon ein relativ großen Aufwand. Also ich schon, wie gesagt, mein Kofferball not letzte Woche ausgetauscht gekriegt, das heißt alle raus, neue ran. Und ich habe mich schon bei Anästhesie behauptet. Einfach weil man das letztes Jahr so wehgetan hat und weil ich wusste, dass die Raushöhle relativ painful gehen, gerade weil sie am meinem Fall hatten sie mal den Recall vor dem gekürzt. Also sie hatten dann den aber zu viel gekürzt. Das heißt, den hat nicht mehr aus meinem Cervix rausgeguckt. Das heißt, was sie am Anfang müssen machen, aus mein Cervix so weit spreizen, dass sie mit irgendetwas da rankommen, für den Furden zu ziehen, für den Furden zu kommen, und ne, den da so rauszuholen. Und mein Doktor hat mir an einem Versuch, mich vom danach Kurs aufzubringen, gesagt, ja, wir von den alle bis raus ist, dann ist es ein absolut Kannerspiel für den neuen ranzusetzen. Und ich so, Madame, also, das beruhigt mich noch nicht wirklich. Und also ich nicht mega lang müssen mit hier streiten, weil ich sind noch wirklich froh mit meiner Gynäko, die zuletzt schon, und sie hat das auch akzeptiert. Aber das war schon nicht. Also ich hatte schon meinen Grund, für darauf zu assistieren und noch Kursgesetz zu gehen. Und nur der Procedure kommen sie auch bei mir an Kummer und sie sagt dann noch, ja, hey, ich fand am Anfang nur richtig froh, dass wir das noch Kurs gelöst haben, weil ich wusste nämlich nicht, dass der Ball nicht aus einer Kette rauskommt, mehr als ergänzt. Und ich bin auch froh, weil erstens nicht müssen durch den Daping durch und zweitens hatte ich auch nur viel mehr weh. Also ich weiß, dass ich nur mit dem ersten Ersetzen wirklich 2D lang wirklich kaum gehen konnte. Und das hatte ich viel mehr weh, weil ich auch denke, ich leid, dass ich halt in einer Anästhesie war und dass ich dadurch auch mehr verspannt war. Und sie hatte am Anfang 2 Optionen geboten, Generalanästhesie oder Peridural. Am Hühner ist aber zusammen für eine Generalanästhesie dezidiert für einen Vollnachkurs, weil sie mich da einfach nicht mehr für so, sie haben mich nach Kurs gelöscht und dann, wie das ganz bis drauf war, nur 10 Minuten, haben sie mich rausgeholt, während bei einer Peridural gibt es von kein Gegenmittel. Das heißt, du musst einfach warten, bis die Wirkung verfliegt und abgebraucht ist. Und ich kann das wirklich rekommandieren, den einzigen, das ist auch meine Geschichte selber, das einzige, was ich merke, ist, dass ich einen gewissen Trauma-Response nachhaltig zu dem ganzen Hund. Also ich bin mir absolut sicher, dass du nichts Drohliches geschieht. Also ich vertraue meinen Doktoren. Ich
haben mich mega wohl mit ihnen all gefühlt, sie waren mega lieb mit mir und trotzdem sind ich aber erwascht mit Bluttischmenge Bein, was schon für eine Person mit mega Geschichte relativ unsettling war und ich merke einfach, dass, obwohl ich weiß, dass nichts geschieht ist, so, dass mein Körper aber auf eine Art und Weise reagiert, die einfach ein Trauma einfach ist und das muss ich schon konsiderieren. Also ich hatte doch am Voraus schon gedurcht, dass das kein geschehen. Und ich bin noch froh, dass mir das bewusst war. Ich kann auch ein bisschen besser anwenden, was mir gerade los ist. Mir das kann ich schon konsiderieren, ob ihn da vielleicht gerne ein Peridural hat, für bei Sinnen zu sehen und zu wissen, was geschieht und nicht den Kontrollverlust zu haben. Und auf der anderen Seite kann es für andere Leute mit Trauma aber auch gut sehen, für einfach komplett wasch zu sehen, weil vielleicht das Motze kriegen für sie selbst triggert. Also das ist auch mega individual, gebe ich so. Also wenn ihn Anästhesie will, dann kann ihn dadurch kriegen und ich fand doch mega gerechtfertigt, wenn ihn das gehabt. Andererseits muss ich sich auch bewusst sein, dass es da wirklich, dass da nicht 1 oder 2 Rendezvous, damit das da wirklich mehr, also ich muss ihn dann noch an die Klinik bei den Anästhesist und das ist einfach viel mehr zeitintensiv. Kannst du doch einfach ein bisschen mehr Nerven und hast natürlich auch einen größten Risiko und ich meine, das ist da ganz individuell, ob ihn Lebenke will auf Zahn beißen für ein paar Minuten oder ob ihn gerne das ganz in der Anästhesie gemacht kriegt. Was kostet das ganz dann? Also das Ganze ist relativ teuer, muss ich sagen. 2019, wie ich mein erstes gekriegt habe, damals habe ich noch einen großen Teil vom Kofferball selber bezahlen. Das waren aber, ich meine, am Ganzen hat den 300 € gekostet und ich schon da müssen 100 beilegen, weil ich meine war, hat Krankenkasse schon einen Teil bezahlt. Und dann halt, wie gesagt, muss ich auch noch immer einen Teil von den Rendezvous bezahlen. Logo für im Sommer 2023 von der Regierung angefordert, dass sämtliche Verhütungsmethoden komplett vom Staat überholt gehen. Das heißt, schon nicht bezahlt für den Kofferball. Ich konnte ihn einfach in die Optik sicher gehen. Ich musste mein Tiers vom Check-up für den bezahlen beim Gynäko und ich muss auch an 8 Wochen rum bei der Gynäko, wo ich dann auch muss ein Teil von der Rechnung bezahlen. Und aber von der Klinik, vom Ersatzen und ich kriege noch keine Rechnung, ich meine noch, dass ich keinen kriege. Das wird Krankenkasse komplett überholt. Das heißt, ja, das ist wirklich cool zu Lützeburg. Also dann fangen wirklich mittlerweile kein Faktor mehr von den Kasten hier, wie das die Verhütungsmethoden all gratis sind. So ist das eine von den teuren Verhütungsmethoden. In Deutschland rechnen sie mal 300 bis 500 € für das Ersatzen. Aber das ist aber eine Verhütungsmethode, die auf 5 Jahre lebt, beziehungsweise Mundspirale laufen sogar auf 10 Jahre. Die schon in der Ruf bricht, also actually sogar mehr billig, weil die meisten anderen Verhütungsmethoden. Man muss ihn halt die so ein OBQ bezahlen. Genau. Das ist auch nicht immer für ihn lesbar. Aber gut, dann das wird alles von der Krankenkasse überholt. Ja. Fand ich eine ganz gute Decision. Und noch gut, dass ich für ihn sich dann einfach kann, da raushören, was für Hirn oder hat am besten ist und das muss noch der Käste gehen, was den sich kann am besten leisten. Ja, ich so merci Robin für die viel Erfahrungen, die du da gedealt hast. Ich denke, dass sich Leute vielleicht können besser vorstellen, über den Tisch Kofferball an sich zu haben und vielleicht auch für den Tisch einen Angesatz zu kriegen. Wir werden auf jeden Fall weiter über verschiedene Verhütungsmethoden schwätzen, wo vielleicht nicht direkt dann 2 Wochen oder so, mehr an den nächsten Monat ganz sicher mal. Wenn dir eine Verhütungsmethode hat, über die da unbedingt etwas verteuern, so das Bescheid, oder wenn dir vielleicht wollt, über eher extra Verhütungsmethode, die sonst keinen hat, die wir auch noch nicht kennen, ich weiß nicht, ob es selbst geht, wollt schwätzen, da könnt ihr euch einfach melden ob sex@ara.lu oder auf unsere Social Media Accounts könnt ihr es auch natürlich schreiben. Und mir entfrenisch. Und dann bleibt es noch zu sagen. Stay hydrated. Auf wie muss man es fit noch lernen. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was für ein Abschluss hat ein sexnegativ Welt auf Eis? In jungem Alter kriegen wir von unserer Gesellschaft beigebracht, dass Sex gefährlich wird und ihn sich für Sexualität schummen misst. Und dann sollen wir laut Medien, Filme und so weiter, wenn wir als erwachsene Person super emanzipiert sind und ein mega Sexleben mit multiplen Orgasmen haben.
Diesen kulturelle Kontext ist mit seinen widersprüchlichen Messagen verwirrend. Für die Sex-Negativ-Welt, in der wir leben, besser zu verstehen, fasst Damelin Nagoski aus seinem Buch Comme es you are 3 Botschaften zusammen, die wir beibringen kriegen. Die 3 kulturellen Kernmessagen nennt Amelie The Moral Message, The Medical Message und The Media Message. Aufgepasst, bevor ich mehr darüber erzähle, ist wichtig zu sagen, kein lebt, der wirklich zu 1000% meint genau so wird. Trotzdem beeinflussen diese Messagen, wie wir uns mit uns selber fühlen, wie wir Beziehungen feiern und wie wir die Welt wiederholen. Diese Botschaften gehen nicht nimmer mehr verstärkt und weibliche Personen vermittelt. Nummer 1. The Moral Message. Den moralischen Message. Das Botschaft ist die ältesten, die sich aber an den letzten 300 Jahren kaum verändert hat. Den Inhalt von dieser Message kann ich zusammenfassen mit You are damaged goods. Du bist ein beschädigt Wur. Äußeren diese Stadt a Botschaften wie wenn du Sex willst oder flott findest, bist du ein Slut. Degen Jungfräulichkeit ist dein wertvollsten Gut, das wertvollste, was du besitzt. Wenn du zu viel Partnerin hast und zu viel hast in dem Kontext mehr wie dein männlicher Partner, dann sollst du dich schummen und du dir Sex nicht genießen. Den Message Nummer 2 ist die medizinische Botschaft. Die hat sich ca. 1850 am spät entwickelt und heißt You are diseased. Du bist krank. Das äußert sich an Botschaften wie Sex kann zu Krankheiten und zu Schwangerschaft führen, was gefährlich ist. Wenn du bereit bist, dieses Risiko anzugehen, dann soll der Sexualität funktionieren an einer bestimmten Reihenfolge auflaufen. Für dich Verlangen, dann Erregung, dann Orgasmus während dem penetrativen Sex gleichzeitig mit deinem Partner. Aber wenn das alles nicht der Fall ist, dann gibt es ein medizinisches Problem, den du lösen musst. Den dritte Message ist den mediale Message. Den ist historisch am neuesten und hat sich circa ab den 1950er Jahren entwickelt. Die kann ihn zusammenfassen mit You are inadequate, also du bist unzureichend und unzulänglich. Das äußert sich an Botschaften wie Spanking, Foodplay, Ménage à trois, all das hast du schon gemacht, oder? Genauso weißt du mindestens Klitoralorgasmen, Vaginalorgasmen, Uterinorgasmen, Energieorgasmen, Ausgedehnt-Orgasmen und Multiple-Orgasmen hast. Du hast mindestens 35 verschiedene Stellungen gemeistert, aber wenn du all die Sachen nicht ausprobiert hast, bist du frigid. Wenn du zu wenig Partner hast, kein Porno guckst, keine Sammlung von Vibratoren, ob deinem nützlich leid, bist du prüd. Außerdem, du bist zu dick und zu dünn, deine Brüste sind zu groß und zu klein. Der Körper ist falsch. Wenn du nicht probierst und zu anderen, bist du faul, aber wenn du zufrieden mit dir bist du bequem. Aber wenn du etwas dich selber aktiv gern zu haben, bist du angebildet. Kurz gesagt, du bist falsch. Mach es auch nicht. Nee, das ist auch falsch. Probier nach etwas anderes. Bis an all Ewigkeit. Den moralischen, medizinischen und medialen Message überlappen sich natürlich, sind an sich selber widersprüchlich. Dafür kann er den Empfang nicht mehr falsch machen, weil zu viel Selbstkritik und Gefühle von nicht gut genug sind feiert. High friendly reminder. Du bist wunderbar, liebenswert und schön, genau so wie du bist. Es gibt ein direkter Lien zwischen sexuellem Wohlbefinden und kritischen Gedanken über sich selber und den eigenen Körper. Studien weisen, dass Frauen, die sich an ihre Körper kritisieren, immer gut Sex leben, mit mehr Plaisir, mehr ungewollte Konsequenzen und mehr Peng haben. Das heißt, es macht Sinn, sein Körper an sich selber so anzuholen, wie ihn ist. Das klingt nur einfach gesagt, aber wie möchte ich das? Damelie sieht mit Self-Kindness. Also mit Selbstfürsorge und Selbstfreundlichkeit. Zum Beispiel kannst du Gedanken bemerken, die Selbstaufwertung mit sich bringen, wie ach, es sind dumm, ich kann das nicht, ich meine mal alles falsch, lo habe ich das schon nicht gepackt. Wenn ihr etwas nicht so gepackt wird, wie ihr das wollt, kann ihr sich bewusst machen, wie jemand sich selber schwätzt
an selbstaufwertend Gedanken mit andere Botschaften ersetzen, wie ich bin okay, ich kann nach einmal probieren, das ist okay, etwas falsch zu machen, es ist sicher, es ist ganz, es ist gut so wie es sind, es sind bei mir daheim. Dameli schlägt natürlich auch verschiedene Übungen vor. Ich schreibe hier schon ein Beispiel von einer Übung zu Selbstmordgefühl an Shownotes. Shownotes fand ihr auf der Website in der Rubriken, an dem es da in der Überschrift Come As You Are auf die Rubrik zum Kapitel 5 klickt. Kapitel 5, aus dem ich hier für allem zitieren, sieht Dameli Nagoski auch noch weiter schlaue Sachen zu Fettfeindlichkeit, an wie Körpergewicht, Körpergröße kein Indikator für Gesundheit sind. Mehr ein gesunder Lebensstil als ein Indikator für Gesundheit. Gesund erscheinen kann jemand all Körpergröße sein. Wenn ein freundlicher mitfühlend mit sich ist, hat er den positiven Einfluss auf mentale Gesundheit und auf Sexleben. Lies gern an Buch Come As You Are ran, wenn du willst mehr dazu geworden und dich für Strategien, wie man mit dieser Fett- und Körperfeindlichkeit umgehen kann, interessierst. Ein anderes Thema, was noch am Kapitel angeschnitten wird, ist sexuellen Ekel. Sexuellen Ekel tritt auf Brems von unserer Lust und von unserem Plaisir. Sexuellen Ekel ist angeleiert, nicht angeburt. Und auch diese Reaktion kann umgeleiert gehen. Du kannst zum Beispiel anfangen, deine Ekelreaktionen zu bemerken und dich zu fragen, ob diese Reaktionen dein Sexleben besser oder mich schlecht machen. Dann kannst du aber betrübt sehen, dass Ekelreaktionen, die dein Sexwelt Wohlbefinden und Vergnügen beeinträchtigen, loszulassen. Dazu erzählen ich dir dann auch noch mehr an der Rubrik zu Kapitel 9. Wir sind alle mit widersprüchlichen Botschaften zum Thema Sex abgewusst. Dafür haben viele Personen auch ambivalent Gefühle gegenüber von Sex. Das ist normal. Je mehr wir uns diese Message bewusst sind, desto mehr Möglichkeiten haben wir, auszuwählen, ob wir hin wollen leben oder nicht. Heinz do will Leute hier Selbstkritik nicht abgehen, weil es sich dann so anfühlt, wie wenn sie die Hoffnung gingen, abgehen, ein besserer Mensch wollen zu gehen. Mehr der Gegenteil ist wahr. Wenn wir abhalten, uns zu kritisieren, da fangen wir uns zu heilen und als Person zu wurzeln. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.